Salut zusammen. Ciao zusammen. Wir haben gedacht, heute gibt es so ein bisschen Sponti-Munti, ein Lookover mit Land Rover Defender 90, also Short Wheelbase, nur der Dreitürer. Und zwar als Motorenversion Reihe 6-Zylinder, P400, also mit 3 Liter 6-Zylinder in Reihe und 400 PS, Allradantrieb. Ich denke, wir machen hier recht spontan ein Video, um zu zeigen, was das Auto kann und dass es doch irgendwie noch recht geil ist, obwohl es ein Crossover ist und eigentlich auch mal hoch darf sein. Es sollte nur am Boden unten liegen. Ist eben auch geil. Ja. Ja, also da haben wir das gute Stück. Hoch wie ein Bus. Aber für das Gelände eigentlich optimal. Schuhtest, der gut berüchtigt. Führung. Hat Platz, hat Platz. Ja, wahrscheinlich sogar der ganze Kopf. Ist dann auf Bags, Luftfahrwerk. Kann man verstellen. Schauen, ob man so etwas sieht. Hinten gesehen ist es noch ein besser. Da sieht man die Dinger. Wir haben das Auto schon ein bisschen getestet, sieht man. He? Ja, wenn es sachgemäß brauchen. Mal schauen, was er kann und zwar, dass er in der Lage ist. Ja, Aussenverlage lustiger Topf da, hat auch 2 Röhrchen ohne Endrohr. Straight raus. Weil kommst du natürlich Bodenfreiheit, oder? Ja, eben. Da zählt jeder Millimeter. ESD langt. Es sind 2 Löcher rein und gut ist. So machen wir das zu England. Genau. Eigentlich kann man natürlich mit dem Bein statt ziehen, oder? Jetzt da schöne Knöpfe. Viel mal unten, wenn sie rauskommt. Elektrisch. Lässt sich Zeit. Eben, ja. Und wenn dann der Anhänger noch irgendwie schlecht steht, dann kannst du je nach Bedarf den Karren hoch oder runter lassen. Nach vorne kommt er auch. Senkt er sich langsam. Bags, Bruder. Tschüss. Max, du ne? Ja. Ja, also willkommen drinnen vom Land Rover Defender 90 P400. Basispreis 102.000 Schweizer Franken. Schnäppli. Ja, ja. Für so ein Geschenkt. kleines SUV. Aber ja, es hat auch seine Finesse dazu eigentlich. Seine 2-3 coole Features. Also ein Automat. Du kommst gar nicht mehr als Handschalter rüber. Mit ja. Klimaautomatik, selbstverständlich, oder? Und dann Sitzbelüftung. Also da siehst du, staubig. Also Sitzbelüftung, wenn man blau hat. Oder Sitzheizung. Leuchtet es rot. Aber Sitzheizung ist jetzt für einen warmen Tag heute ein bisschen angenehmer eigentlich. Sitzheizung, ja? Also ich meine Sitzbelüftung. Winter kommt bald, hä? Dann Ski schon mal führen. Ja, dann was haben wir weiter? Also dann sehr Adventure-like. Überall Fächli. Also Cupholder in der Mitte. Induktives Handy laden. Dann hier ein riesen Loch mit Ware, das man abschmeißen kann. Platz für Vorne fast ist auch noch alles. Platz. Also wenn du ein Haustier mitnehmen willst, hat hier eigentlich seinen eigenen Platz schon. Dann Das Beste. das Beste, Mittelkonsole. Fucking Kühlschrank. Kühlschrank, beleuchtet. Richtig geil. Die Sitze hinten kann man eigentlich auch als Ablagefach brauchen, weil Oder man kann einfach Bier mitnehmen hinter am Sitz. Oder das, ja. Aber hinterher klettern würde ich jetzt niemand empfehlen. Beifreiheit ist zwar genug, Ja. aber ja, also ich weiss jetzt nicht, ob man dort unbedingt möchte
hinterher klettern, um noch dort mitfahren und wieder irgendwie rausklettern. Das ist ein bisschen unangenehm. Vor allem wenn das Auto so hoch ist. Aber man hat also mega viel Platz in dem Auto. Auch zu der Decke rauf. Genau, Panoramadach mit einem Sonnenrollo, der jetzt natürlich von hinten gefahren ist. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht beim Filmen. Genau, elektrische Spiegel, 3 Liter, weiss ich alles. Die Scheibe ist etwa 1 Kilometer entfernt. Dann, was auch nicht fehlen sind USB- und USB-C-Anschlüsse. Vorne wie auch hinten. Da ist auch noch mal ein. Ja, genau. Genau, hinten an der Sitz hat es auch für die hinteren Mitfahrer eine USB-Schnittstelle zum Handy laden. Also ist wirklich komplett ausgestattet mit so kleinen Gimmicks. Und wer es auch gerne weiterhin elektrisch hat und sagt, hey, wer braucht schon einen Standard-Rückspiegel? So normal. Der hat halt einen Bildschirm. Fucking Kamera. Genau, die Kamera ist in der Handy- oder Empfangsantenne vom Fahrzeug integriert, also die schaut eigentlich hinten raus. Und man kann auch den Winkel einstellen, wo sie eigentlich herzünden soll. Die Helligkeit kannst du auch einstellen. Genau, die Helligkeit kann man einstellen. Aber ehrlich gesagt, ich weiss nicht, der Winkel nach oben dürfte ein bisschen mehr sein. Weil ich habe gestern Cater M7 hinter mir gehabt und ich habe durch diesen Spiegel nicht einmal gesehen. Also wir haben hier eigentlich die verschiedenen Funktionen, Fahrermodi eigentlich vom Auto. Ich kann da drauf drücken. Jetzt poppt da eigentlich eine Liste auf. Komfortmodus, dann haben wir Gras, Schotter, Schlamm, Sand, dann Felsenkrüche, also starke Fahrzeugneigung, Warten, durch Wasser fahren. Und haben wir das letzte? Konfigurierbar. Wir fahren hier jetzt mal auf Gras, Schotter und Schnee in diesem Kieswerk. Ich glaube, das wäre keine schlechte Sache. Anfahrhilfe aktivieren. Machen wir mal auf Ja. Genau. Und dann haben wir eigentlich noch eine Geländeuntersetzung. Von da müssen wir uns neutral schalten. Das können wir hier drücken. Und dann ist Geländeuntersetzung angewählt. Ja, starten jetzt. Genau, und dann leuchtet es auch. Und in dieser Zeit haben wir auch gehört, dass hinten vorne das Auto hochgekommen ist. Also hat die Luft gepumpt. Jetzt sind wir höher. Den streifen wir nicht. Gut. Geht's aufwärts. Jetzt fahren wir mal einen Hügel drauf. Jawohl. Es ist noch recht steil, man sieht es auf dem Video wahrscheinlich eh nicht, aber... Ja, kann man da noch eine Kamera oder so einschalten? Wie ist das gegangen? Da. Sehen wir noch vorne ist. ein Fleck. Ein Wassertropfen. Allora. Wir rollen 8 Stundenkilometer, 1750 Umdrehungen. Erster Gang mit Geländeuntersetzung. Easy. Easy. Zack und oben. Gang, habt ihr den Karren gesehen? Ich denke, machen wir mal ein spontanes Video. Mal etwas anderes. Ja, mal ohne Raffinesse. Raffi, weiss nicht mehr, dass wir ein Video machen, Sorry. aber wir haben es schon gesehen. Spontane Aktion. Nein, wir haben es zu geil gefunden, um einfach nicht zu zeigen. Ich dachte, ja, mal etwas anderes. Ein bisschen rumspielen, ein bisschen dumm tun. Aber ein bisschen Seich machen im Kieswerk, oder? Ja. Warum nicht? He? Kann man eben auch nicht immer über jede kleine Boden scrapen. Ja. Ist auch lustig. So mal durch Pfützen und Löcher fahren. Ja, hey, bis zum nächsten Mal. Ja, merci fürs Schauen. Wieder. Peace out.